Was kann ich für dich tun? Willst du mich immer noch schlagen? Ah, du willst immer noch verlieren. Bin bereit. Also spielen wir. Um eine einzigartige Karte vielleicht? Warum nicht? Ja genau, warum nicht hier ein bisschen Quint zocken bei The Witcher 3 Plus? Ja, hier geht es wie gesagt jetzt darum, dass wir uns um die nächste Quint-Quest kümmern, und zwar die Quint-Quest Spieler in der Großstadt. Die kann man entweder starten, wenn man halt bereits die Quint-Quest gemacht hat bezüglich gegen Wirte und in Wählen. Dann müsste die auch schon zur Auswahl stehen, oder man geht direkt auf Vivaldi zu. Das ist, habe ich jetzt so gemacht, ist aber nicht unbedingt zu empfehlen, wegen dem 4. Gegner hier. Und zwar, ja, kann, wie auch immer, gibt es Möglichkeiten noch gegen einen Scoia'tael anzutreten, bei dem es aber einen kleinen Bug noch gibt. Der ist ja mittlerweile durch, ich glaube sogar Update auf Version 1.05 sogar schon behoben worden. Allerdings ist trotzdem ratsam, wenn man halt nicht direkt gegen Vivaldi antritt, sondern erstmal auf dem Anschlagbrett und so, man kennt es ja, war. Danach guckt und dann sieht, oh, da ist eine Quint-Quest, okay, Spieler in Großstadt, und so sich dann an Vivaldi ranmacht. Klingt ein bisschen doof, ist aber so. Jo, zocken wir alles gegen Vivaldi und gucken wir, was er so drauf hat. War unser Deck, man kennt es bereits, wir haben ein bisschen was gemacht und so, mit Wählen und Wirte, glaube ich, müsste das Deck sein. Nicht mehr so sicher, weil ich zocke da ein bisschen durcheinander, deswegen kannst du durchaus also ein bisschen irgendeinen Quatsch erzählen. Gut, Scoia'tael-Deck, man kennt, es ist ein beliebtes Deck, keine Frage, mein Grün, immer Grün, natürlich eine schöne Farbe. Ne, vor allem natürlich, weil ja, so ein Gewinn-Deck, also sprich vor allem so ein Scoia'tael-Deck ist schon gefährlich, weil du weißt nie genau, macht der Gegner eher so ein bisschen auf Monsterart, oder sprich mir ein bisschen miteinander aufs Feld rufen, oder aber ist doch eher der mit den Spezialeffekten, wie zum Beispiel der mit Monster-Armee, genau, oder aber macht eine Kombination davon, was Vivaldi hier macht. Ach du Scheibenkleister, das kann ja was werden. Und noch was ganz anderes. Gut, ja, ich muss jetzt mal zurückholen, ich brauche ein bisschen mehr Karten, sonst muss ich langsam mal die Kälte einsetzen. Die weiße Kälte, nee, zum Glück nicht ganz, sonst wäre es doof. Was den Henker macht der jetzt? Ja, gut, ich meine in der Nahangriffront so herum. Kann sie gar nicht spielen, weil dort ist bereits Rittersporn. Weißt du, was ausgerechnet dort spielen will? Okay, ich glaube, die KI hat irgendwie einen Fehler. Passiert jetzt irgendwie auch selten, muss man zugeben. Es gibt überhaupt keinen Sinn, was er da macht. Ja gut, wir sollen es noch genießen, Leute, weil vor allem dann, gut, in meinem nächsten Part folgen die Kämpfe in Skellige, das geht dann noch, und die gegen Freunde, das sind was darauf folgt, das geht auch noch, dann kommen Wegelbut und so weiter. Also noch ein paar Folgen mit Quint, aber was dann kommt, zum Schluss ist das große Quint-Turnier, und dort wird so etwas nicht mehr passieren. Nee, könnt ihr vergessen, das Quint-Turnier ist echt übel. Ja, gut, das ist natürlich der Vorteil hier bei den Gegnern hier ist, gut, im Quint-Turnier nachher nicht mehr, aber hier vor allem noch, man kann immer wieder gegen sie antreten, man muss niemals eine Karte in die abgeben und so etwas. Nee, im Gegenteil, man kann nur gewinnen, nichts verlieren. Außer mit dem Stolz, aber hey, wer hätte mir bei Quint nicht schon verloren? Gut, erste Runde aber gewonnen, Gott sei Dank. Ich spiele noch Königreiche, neue Karte dazu. Ich habe sogar 2, mit denen ich Karten zurückholen kann. Das ist natürlich jetzt praktisch, wa? Kann ich beides mal die beiden da zurückholen. Ach du Scheibenkleister, spielt Saskia. Gut, zum Glück ist nur ein Heldenkarte und keinen tödlichen Effekt wie ihren Vater. Der gute Dreibohlen, Doch, 3 Bohlen, Entschuldigung. Der braucht 3 Dohlen? Ich glaube, auch 3 Dohlen. So ein seltsamer Name, ey. Saskia, wie war schon ihr Drachname? Ja, Gesundheit. Das war auf jeden Fall ein guter Zungenbrecher. So, jetzt gehen wir mal auf die Offensive, bin mal gespannt. Ab 5 Karten muss 30 Punkte aufholen, da viel Spaß dabei. Gut, haben wir Verderben gespielt, bin ich wieder am Arsch. Spielt Wesemir, naja. Ich glaube sogar, die Karte gewinnen wir von ihm, wenn ich mich richtig erinnere. Doch, müsste so sein. Der gute alte Wesemir, eine neutrale Karte, spielt man kann in jedem Deck hier einsetzen, in der 4 Decks eben. Obwohl, lustigerweise, jetzt wenn ich gerade den Part hier synchronisiere, ich habe heute noch die Karte bekommen, die man beim Kauf vom Add-on Hearts of Stones bekommt. Entschuldigung, war gerade ein bisschen abgelenkt.
Genau, also wenn man da halt die, ich sag jetzt mal, die physische Version, obwohl es noch ein Download-Code ist, kauft, dann kriegt man noch 2 Quintdecks, und zwar die für Scoia'tael und die Monster. Todesloserweise wesen mir beim Scoia'tael-Deck. Gut, da gibt es gar keinen neutralen Karl, sind trotzdem irgendein Typ zugeordnet. Verwirrung. Trotzdem muss ich sagen, das wird sicher noch geil werden, diese realen Gwyn-Karten mal auszutesten. Mein Gwyn selbst ist relativ ein einfaches Spiel, im Gegensatz zum Beispiel zu Yu-Gi-Oh! Und so. Wo man natürlich auch hier ein paar Dinge beachten muss, aber doch im Vergleich zu Yu-Gi-Oh! Ist es wesentlich einfacher. Er macht trotzdem sau viel Spaß. Natürlich, ihr seht es, ich kam noch in der ersten Staffel von wegen, ich so immer, Gwyn, ja, letztes Test gemacht, nee, kein Bock mehr und so. Gut, kannst du natürlich nie die ganzen Gwyn-Quests machst, dann keine guten Karten hast, dann verlierst du natürlich, das macht keinen Bock mehr. Ah ja, die Karten, die man wählen kann, ob er Nahkampf oder Fernkampf will. Ballistica Power! Bringt's ungeheuerlich. So, kaum 2 Karten, muss 10 Punkte aufholen. Jetzt habe ich ein Problem. Gut, das macht mir jetzt nichts aus. Ich habe ja Yen da. Das könnte mir was ausmachen. Alter, da muss 5 Punkte aufholen. Ich habe keine Karte mehr. Schwein muss der Michael haben. Alter. Kann mich nicht entsinnen, wann ich zuletzt so zerlegt wurde. Die Karte gehört dir. Du hast dein Bestes versucht. Sag, wer könnte noch lohnende Karten haben? Da ist zum Beispiel die Marquise Serenity. Sie gibt nicht an damit, aber sie hat eins der besten Blätter der Stadt und kann verflucht gut damit umgehen. Ich weiß, wovon ich rede. Ah, die Besitzerin der Passiflora. Ja, da kann man sich auch schön gehen lassen, sag ich jetzt mal. Egal, da müssen wir sowieso noch hin wegen dem Turnier und so, aber das erst später wegen dem Turnier. Jetzt aber erstmal Wesemir haben wir jetzt im Deck, wie gesagt, neutrale Karte. Von dem her nichts Besonderes, ich meine, da hat 6 Punkte, okay, ist jetzt nicht viel, aber hey, du kannst ihn in Deck 1 setzen, kannst ihn mal zuordnen. Dem haben wir ihn ja 4-mal, war. Wie gesagt, das ist eine neutrale Karte, kann im Deck gespielt werden. Ist ja so gesehen eigentlich schon geil. 23 einmal, dann haben wir jetzt fast Sabrina raus, wa? Alter, die Loge. Wie die Loge einfach so schwach dargestellt wird. Pure Absicht vielleicht. Es führen wohl alle Straßen zur Passiflora. Willkommen zurück. Wenn ich dich so ansehe, dann bereue ich fast, dass ich nicht mehr im aktiven Dienst bin. Ja, bitte was? Wie wär's mit einer Partie? Aber ja, spielen wir. Also ich meine, das ist natürlich das ist schon gut. Ich meine, Geralt ist auch nicht mehr der Jüngste und wir wissen von Yen und so, er bevorzugt ja ältere Damen. Wobei, da weiß man jetzt nicht so genau, aber Yen ist ja auch schon, wobei hier bei The Witcher 3 müsste sie auch schon 100 Jahre alt sein. Gut, du meinst, Zauberin, da sieht man es halt nicht an, oder? Die sind ja fast schon wie Elfen, fast schon unsterblich. Ne, gut, das vielleicht nicht, aber die werden locker ein paar 100 Jahre alt und deswegen wegen Alter und so weiter. Naja, so, wenn wir jetzt vielleicht hier ein bisschen konzentrieren, war. Spionkarten sind gut, dann müssen wir noch was zum Boosten haben. Na, ganz toll, muss nach Kera. Alter, ich verstehe auch nicht, wieso man für Kera mit so ein Artwork nimmt. Ich meine, sorry, aber es passt überhaupt nicht zu dem, was hier im Spiel symbolisiert. Vielleicht hat es in Büchern so ausgesehen, okay, ich meine, es gibt kein Artwork dazu zu ihrem Aussehen in den Büchern. Gut, sie hatte von dem her einen Auftritt auf der Insel Tarnet, danach noch in der Loge ein paar. Naja, in Witcher 1, 2 kam sie auch nie vor. Ach du Scheiße, da kam die Karte, der Sack. Was fällt um einen rein? Man will ein bisschen mehr. Ja, Nilfgaard, ach du Scheinkleister. Das, eher natürlich, Entschuldigung, Sie. Gut, ich hab... Ja, ein bisschen was habe ich auf der Hand. Ich muss schon sagen, so Spion kann natürlich einen königreichen Bonus noch. Der ist schon geil. Also in der Hinsicht, wenn da vor allem vom Kartenvorteil her, bin ich echt ein Fan, ein Fan der nördlichen Königreiche. Oh, jetzt spielt auch Dijkstra. Zurückholen kann ich ihn nicht, wie wär's mit... Ja, wieso nicht die Kälte? Kalt. Und die Sheila, die hier bringt's und sie ist weg.
verbrennt. Ja, das mit ihrem Schicksal stimmt das. Also ich meine, hier bei The Witcher 3 kann man sie antreffen, aber ja nur, wenn... Ich überlege gerade. Kommt man jetzt eigentlich damals, wo man ja hier bei The Witcher 3 zum Gespräch, also zu der Audienz mit dem Kaiser eingeladen wurde? Da kann man ja wählen von wegen, ja, Leto und so, bekleben lassen und nee, der ist tot und so weiter. Aber mit Sheila, kann das dort auch noch irgendwie beeinflussen? Weil eigentlich, also ihr Schicksal, das, gut, ich meine, es geht für sie so oder so nicht aus, je nachdem. Aber entweder kann man sie hier, ja, das mit der Demo Sheila natürlich, von Philippa, ja. Nee, was halt ihr Schicksal betrifft, das kann man ja entweder hier bei The Witcher 3 festlegen oder aber schon bei The Witcher 2. Von wegen Verbrennen und so, versteht ihr? Bei Witcher 2, das war natürlich auch gut. An wirklich Verbrennen, das war eher zersplittern oder in die Luft fliegen. Aber egal. Alter, was? Keine Heldenkarte, trotzdem 10 Punkte. Natürlich stärker als. Ich glaube, die andere Aida war von der Loge. Alter, und so weiter gehe ich langsam alle Namen auswendig, alle 12. Also, theoretisch 12, war mit Ciri. Aber es waren ja niemals alle 12. Und die meisten sind, wie gesagt, seit Witcher 2 sowieso ausradiert. Fringilla! Die finden wir vielleicht dann wieder bei Blood and Wine vor. Eigentlich logisch, weil Blood and Wine, das DLC, handelt ja von, also in Toussaint. Oder Toussaint. Das spricht man sicher irgendwie französisch aus. Ich sage einfach mal Toussaint und dort. Ja, da haben sich ja Geralt und sie auch näher kennengelernt. Ich sag nur Buch Die Dame vom See. Da war ich jetzt ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass Fringilla hier jetzt bei The Witcher 3, wo man sie ja mit der wilden Jagd so antrifft, dass sie dort irgendwie gegenüber Geralt so ja, nichts sagen Auftrag. Gut, ich meine, es war natürlich, wie sie damals auseinandergingen, war schon heavy, aber trotzdem. Gar kein Zeichen des Wiedererkennens und so. Das sah zumindest fast so aus. Naja. Ich denke daher wirklich, dass man sie bei Blood and Wine aktiver betrachten wird. Oh, Sultan mit dem Heldenballaden-Set, wa? Die Karte fällt mir immer noch. Ey. Das ist, glaube ich, eine, die man in Weißgarten ganz zu Beginn des Spiels noch irgendwie finden oder gewinnen kann. Aber da bin ich bereits vorbei und einfach leider schon verpasst. Und sonst, glaube ich, kann man die noch zufällig bekommen oder einen zufälligen gewinnen, aber eben so Zufall. Weil doch, in richtig erinnern kann man Sultans Karte doch in Weißgarten, irgendwie bei einem Wirt oder so dort, aber eben das geht, glaube ich, nur zu Beginn, doch vor der Audienz mit dem Kaiser, glaube ich, sogar noch. Autsch, das tut weh. Gut, ich habe noch gutes Wetter. Na toll, ich habe 2 Karten noch. Natürlich auch 2, aber wenn es jetzt noch irgendwie ein Quatsch spielt, dann bin ich nach dem Arsch. Okay, muss riskieren. Gutes Wetter. Das lobe ich mir. Ja, und jetzt, verehrte Madame, kannst die Punkte... Bitte kein Verbrennen, bitte kein Verbrennen. Puh, Glück gehabt. Alter, hätte ich noch Verbrennen auf der Hand gehabt, wäre sowas im Arsch gewesen. Ich verstehe nicht, wie ich verlieren konnte. Diese Karte gehört wohl dir. Kennst du noch andere Spieler, die um seltene Karten spielen? In Novigrad ist die Sammlung von Sigi Reuven berühmt. Den solltest du herausfordern. Sigi Reuven, was für ein beschissener Name. Gut, den hat er schon seit den Spielen, seit den Büchern natürlich. Also seit dem letzten Buch, die Dame vom See. Sigi Reuven alias Dijkstra Sigismund. Nee. Ja, egal. Der gute Dijkstra. Wo ist jetzt die... was bin ich jetzt gerade? Ah, da ist sie ja. Gut. Eine Nilfgaard-Karte, aber Alter, ich muss sowieso sagen, Nilfgaard hat so die überkrassen, starken Heldenkarten, das ist einfach der Wahnsinn. Gut, Yennefer ist eine neutrale Heldenkarte von dem her. Genauso wie Triss und, jo. Gut, Leto. Der Leto gibt hier sowieso keinen Sinn mehr. Hier gut, von The Witcher 2 nach, aber bei The Witcher 3, das Leto noch zu Nilfgaard gehört, da gibt überhaupt keinen Sinn. Aber egal. Genug davon. Ab zu unserem lieben Sigi Reuven. Yeah! Wie ich den Typ hasse. Hast du kurz Zeit? Hab ich?
Was willst du? Der alte Dijkstra. Schon mal Gwent gespielt? Aber ja, Gwent ist die Politik. Nur ehrlicher. Wie wär's mit einem Spiel gegen einen alten Meister? Ja, spielen wir. Jo, schauen kann sie nicht, wa? Ja, ich weiß, ich setze ein bisschen oft nur durch den Königreich ein, gut, dass der das macht, das ist kein Wunder. Ist halt aktuell noch mein bases Deck und ich will ja gewinnen. Es geht ja darum, jetzt zu zeigen, gegen welche Gegner man antreten kann, welche Karten man gewinnt. Weil es sind noch halt alles Karten, die man halt nur von diesen Personen bekommt. Die bekommt man sonst nicht irgendwie zufällig und so, nee. Die kriegt man nur hier, wenn man es hier nicht macht oder irgendwie verpasst und so, was durchaus möglich ist, vor allem bei Dijkstra. Wenn man ihn zum Beispiel, wenn es ums Auffinden von Flipper geht, zum Beispiel das Bein bricht, dann ist er auch Hasta la Vista Baby, und von dem her muss man halt schon aufpassen. Aber erstmal kriege ich 2 Karten. Bin ich vorhin nicht mal Fürst Dennis aus dem Blatt werfen kann. Ich meine, Spion ist ja schön und gut, aber 5 Punkte? Nee, also einfach bald schon eine viel bessere Karte. Und zwar von unserem guten alten Freund, den Wissenden. Aber erstmal später. So, was macht der? Alter! Da wäre es geil gewesen, wenn er Flipper hätte. Gut, Flipper hat glaube ich 10 Punkte, von dem her. Abgesehen davon ist Flipper ja eine der wenigen starken Karten, die man nur zufällig bekommt. Ja. Ja, auch schon mal gesagt, oder ich glaube noch sagen werden an den späteren Parts, die einfach hier im Let's Play zeigen, klar, ich meine, ich kann es versuchen und so weiter, aber wie gesagt, so Zufall, das ist so nervig. Das ist einfach so was von nervig. Und von dem her will ich mich in erster Linie halt schon auf die Quests und die Spiele konzentrieren, wo man weiß, wenn man die macht, wie man die macht und es so auch zeigen kann. Natürlich auch dann dementsprechend welche Karte man kriegt. So, okay. Er scheint jetzt nicht so viel im Nahkampf zu haben, das wundert mich. Sogar stark, ja gut, wegen einer 10er-Karte. Hätte ja eine Falle von ihm sein können, weil er einfach sagt, jo, lass die mal, und jetzt bringt er wieder 2 oder 3 starke. Es sieht ein little bit beschissen aus, wenn man so sagen darf. Aber sonst kann man auch Effekte auf der Hand, also sprich Sonderkarten. Gutes Wetter, muss ich nicht machen. So, wenn wir sagen, kommt der zweite raus, wa? Soll ich Sigi mal ein bisschen kitzeln? Alter, natürlich bringt er den früheren König von Kovir und Povis. So sehe ich auch aus. Heldenkarte. Gut, ich meine, ihm bringt es jetzt gerade nichts, weil er es nicht verdoppeln kann. Strömender Regen! Mir macht's nix und ihm geht's auf den Sack. Alter, der mag kein schlechtes Wetter, wa? Gut, kann ich ihn nicht nachvollziehen, wobei, nee, ich bin ja ein Fan vom schlechten Wetter. Egal. Ich hätte langsam mal gerne Rittersporn noch heller sein sollen. Rittersporn als Karte wäre jetzt perfekt. Ich überlege gerade, kriegen wir die eigentlich zufällig oder? Weiß gerade gar nicht mehr. Nee. Nee, glaube nicht. Doch, keine Ahnung. Wir sehen es nachher. Wenn es nicht zufällig ist, dann sehen wir es nach. Wenn es zufällig ist, dann vermutlich nicht mehr. Und Sheila ist zurück. Mihikera, du. Ich glaube, alle Loge-Zauberer sind Fernkampfer. Was spricht Bogenschützen? Ja, gut, gibt Sinn. Mit Magie und so greift nicht aus der nächsten Nähe an, nee, sondern ein bisschen aus Entfernung. So, Sieg erst 13 Punkte, zum Aufholen natürlich. Ja, wird nichts mehr. Wir haben gewonnen, Leute! Siegeräuben alias Dijkstra ist Geschichte. Und wir kriegen eine seltene Karte. Nicht übel. Estera Thyssen hast du nicht im Blatt, sehe ich. Hier, sie gehört dir. Danke. Wüsstest du sonst noch jemanden, dem ich ein paar Karten abnehmen kann? Ich kenne einen Elfen, gegen den du antreten könntest. Der hat eine hervorragende Karte. Du findest ihn vor den Stadtmauern in der Barackensiedlung der Skoyatel. Genau, und zwar Südwest auf einem kleinen Wäldchen.
Geil. Das Problem ist nämlich hier, wenn man es so macht, wie ich es gemacht habe, sprich den ersten davon, sprich Vivaldi direkt anspricht, ohne auf die Quest am Anschlagbrett zu gehen, dann kann es sein, dass der von der Scoia'tael-Bande erst zur Verfügung steht, wenn man eben Dijkstra-Plug gemacht hat. Also sprich nicht vor, man muss ihn zum Schluss machen, weil eigentlich spielt es keine Rolle, welche Reihenfolge man macht, aber wenn man es so macht wie ich, dann kann das durchaus passieren. Aber gut, wir haben jetzt eine neue Heldenkarte, geil. Und jo, ab zu uns Scoia'tael war und holen uns dort eine der stärksten Karten im gesamten Spiel. Sei gegrüßt, Gwynblade. Willst du was kaufen? Spielst du Gwent? Hast du denn sonst niemanden zum Spielen? Ich spiele immer gern gegen neue Leute. Na gut. In der Not frisst der Teufel Fliegen. Ich spiele gegen dich. Und setze sogar eine meiner einzigartigen Karten. Nimm schon mal die Karten raus. Es klappt wie wunderbar. Wie gesagt, das Problem ist bei ihm, normalerweise, wenn man gegen solche Quint-Spieler antritt, kann man immer gegen sie antreten, ob man sie Quest hat oder nicht. Der ist aber eine Ausnahme, wenn man die Quest eben nicht hat, Spieler der Großstadt, oder wenn er gar nicht angezeigt wird, ja, wir haben ihn, den König, wenn er eben nicht angezeigt wird, da auf der Auswahlliste. Das kann halt passieren, wenn man Vivaldi als ersten herausfordert, ohne auf dem Anschlagbrett gewesen zu sein, dann ist die Option hier nicht da. Spielen wir, also, dann will er nicht Gwent zocken. Und das Problem ist eben, er gibt uns eine Karte, die von der Stärke her 15 hat. Und von denen gibt es nur 2 im ganzen Spiel. Und er hat einen davon. Und deswegen sage ich ja, muss man echt aufpassen. Ich habe da auch muss ein paar Mal im Internet nachrecherchieren und so von wegen, ist das ein Bug und so weiter. Und ja, es ist ein Bug. Aber wie gesagt, den haben wir dann behoben und so weiter. Und wenn man halt Dijkstra dann doch platt macht, dann, oder beziehungsweise 3 von 4 hat, da müsste eben der dritte, das müsste dann wie gesagt Dijkstra oder die gute Madame von der Passiflora sein. Einer von beiden müssten sagen, jo, es gibt noch den da, Scoia'tael und so. Und dann klappt's wieder. So, ich sage gerade einen ziemlichen Mist, wie ich sehe. Können wir die erste Runde belassen, war mal 12:8 und so, aber dann ist es. Naja, wieder schnell aufgeholt. Zack. Erste Runde ist meine. So, ist aber ein Kartenvorteil. Die Frage ist, jetzt spiele ich nur eine Karte aus und was passt dann direkt wieder. Weil danach hätte er wieder den ersten Zug. Milva! Also, so sieht sie aus, wa? Oder könnte so aussehen, sag's mal so, wa? Ah, die gute Milva. Scheiß Schicksal hatte sie. Ja, ein Charakter auch aus den Büchern. Schade, dass alles in den Büchern geschafft, ins Film geschafft, aber logisch war, wenn sie schon in den Büchern krepiert, wie soll es denn überhaupt in die Filme, sage ich schon. In die Spiele schaffen. Wobei ich immer hoffe, dass es mal eine Neufilmung der Romane gibt. Es gab man zwar mal irgendwie so eine Verfilmung, die bezog, glaube ich, sogar auf Der letzte Wunsch und das Schwert der Vorsehung, also sprich die Kurzgeschichten-Zusammenfassung und so wird ein Schuh draus. Aber jetzt eigentlich nicht so der Bringer. Jovet! Alter, geil! Der aus The Witcher 2! Alter, 10 Heldenkarte Milva, 10 keine Heldenkarte, boostet sich selbst, krass. Natürlich die anderen, Entschuldigung. Ja, also hoffe sehr, dass es noch irgendwie so eine Verfilmung gibt. Gut, ich meine, es von Spielen denke ich mal eher weniger. Dass irgendwie die Bücher verfilmt werden im Stile von, Grafikstil von Spielen, und vor allem der Witcher 3 glaube ich auch eher weniger. Wobei ich es noch geil fände, wenn es mal von The Witcher 1 in Neuverfassung gäbe. Weil das Spiel ganz ehrlich, also seien wir ehrlich, ist mal das Kampfsystem sehr, sehr anders als jetzt bei The Witcher 2 und The Witcher 3 und zum anderen auch grafikmäßig und alles. Das sieht schon sehr, sehr Old Generation mäßig aus. Gut, dass das nur so am Rande war. Ein Hafka-Unterstützer bringt nicht sehr viel. Alter, der hat die Karte selber gespielt. Also man natürlich klirrende Kälte.
Aber das dürfte kein Problem mehr sein. Er hat noch 3 Karten, wir haben jetzt noch über 5 und so. Wir, gut, punktemäßig. Jo, wieder ein Vorteil. Tja, da haben wir einen Spoiler, Leute. Das ist die Karte, die wir kriegen. Cirilla, die gute Ciri. Hier zwar mit dem Artwork der Heldenballade. Also Balladenhelden. Jo, ist auch ein gratis DLC. Ich sage ja, 15 Punkte. Eine der 2 stärksten Karten von dem her. Und die andere, man kann es schon denken, weil wenn die eine natürlich Ciri ist, könnte wohl die andere Karte sein. Na. Wir sehen es noch. So, jo, gewonnen war. Schon wieder, krass. Verdammt, ich hatte so auf einen Sieg gehofft. Sei es drum. Du hast die Karte ehrlich gewonnen. Jo, Mann, wir haben es geschafft. Spieler der Großstadt abgeschlossen. Wir haben alle 4 besiegt und ihre seltenen Karten bekommen, die man sonst nirgendwo im ganzen Spiel findet. Von ihm kriegen sogar 2, wobei Francesca Finderbeer, da ist ja eine Anführerkarte, sprich eine Alternativkarte halt, war. Nimm da unten nicht so, wenn man da mal suchen möchte und so. Aber gut, haben wir jetzt auch. Jetzt mal ganz kurz gucken. Gewinnt Kartensatz. Die gute Ziel darf natürlich in keinem Deck fehlen. Gut, beim Monster kann man sich das noch überlegen. Wenn der wirklich irgendwie viel lieber die ganz starke Variante mit Spawn-Effekt hat, sprich vor allem Mumen und so weiter, oder mit 3x6 und so, und ist natürlich stärker als Ciri einmal. Das ist klar, aber in der Regel, das ist sowieso das ganze Deck voller Heldenkarten, vor allem natürlich mit Bonuseffekten noch. Alter, ja, Nilfgaard, wow. Gut, mein Wesen hier passt natürlich überhaupt nicht mehr rein. Gut, das mal an, ey, Ciri mit 15, die ganz anderen Heldenkarten. Jeden noch mit einem krassen Spezialeffekt. Gut, der andere ist ein bisschen... Aber eigentlich Kahia auch schon? Nee, wa? Kahia fehlt noch. Verdammt, wieso fehlt er noch? Gut, von dem her fehlt Angoulême ja auch, aber wenn das dies noch ein Spiel geschafft hat. Und wieder mal hofft, dass sie richtig ausgesprochen haben, Namen. Ja, teilweise den Namen aber echt hier ein bisschen Zungenbrech. Vor allem die von den Drachen. Aber ist ein anderes Thema. Wenn mal ein zu viel war. Noch ein bisschen im Catwin Belagerungsexperten. Dem hat er sowieso keine Sau. Aber gut, Leute, das war's mal für heute. Hier bei diesem speziellen Quint-Part. Speziell um die Quest Spieler der Großstadt. In der nächsten Folge geht's dann los mit Spielern Skellige. Da gibt es auch ein paar, die sind, ja, kann man schon sagen, noch ein bisschen stärker drauf. Aber die sind jetzt auch mittlerweile ganz gut. Wir haben viele Heldenkarten. Und denke ich mal, können auch endlich mal ein bisschen anderen Decks zeigen, zum Beispiel auch Nilfgaard, aber auch vielleicht auch schon Scoia'tael. Bei Scoia'tael, nee, ich glaube noch nicht ganz, wenn noch eine Karte, vor allem eine Offensive, der Rest ist noch ein bisschen zu schwach drauf. Ich glaube, die für die Skellige können es nicht ganz reichen. Ja, wir müssen schauen, Leute, wie es aussieht. In diesem Sinne, ja genau, das fehlt noch. Ah, da hier, dritte Karte war die schöne, die wir bekommen haben. Jo, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Quint-Part. Ciao zusammen!